Madame Weidert, die wird. Vielmals merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit diesem Gesetzesprojekt geht die Prozedur für die Abfeierung von der Videosurveillance zu polizeilichen Zwecken reformiert, für das zu vereinfachen, und sehr effizient zu gestalten. Es geht um die sogenannte Visupol. Die Erfahrung nur gewesen, dass die Umsetzung vom Genehmigungsverfahren für am Gesetz vom 15. Juli 2021 vorgesehen ist, enorm schwerfällig ist und nicht erlaubt, auf die sicherheitsrelevanten Besoin effizient zu reagieren. Die Abbau in Etappen, die mussten durch Schlaf gehen, feiert zu unnötig langen Delayen, was die Reaktivität von den Autoritäten und Situationen, die eine adäquate Intervention erfordern, stark behindert. Den aktuelle Kader basiert auf dem Gesetz vom 15. Juli 2021, das Polizegesetz vom 18. Juli 2018 ergänzt und modernisiert wird. Politisch Ziel ist es, die Sicherheit von uns allen und unser Sicherheitsgefühl am öffentlichen Raum zu stärken, durch eine efficace und gezielte Prävention. Die Prozedur für die Installation von Videosurveillance-Kameras ist bisweilen komplex und zeitaufwendig. Und dieser Gesetzestext wird dafür als Hauptziel, Prozeduren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Lehen für die Wien und die Impaktstudie verkürzt, für mehr dynamisch Vorgehen zu ermöglichen, sodass die Autorisation vom Minister binnen 4 bis 5 Monaten verfehlen. Besonders für große Pool d'échange, wie zum Beispiel Hamilius aus in bekannte Beispiel aus der Staat, wo mir ein hohes Risiko von Infraktionen besteht, an einer Moyen als ineffikaz erwiesen haben, gesagt das Projekt eine Prozedur d'Exception für. Das soll erlauben, sehr gezielt auf konkrete Situationen zu reagieren, immer mit dem Ziel, Sicherheit und Wohlbefinden der Bürger zu garantieren. Natürlich gehen die fundamentalen Rechte und Freiheiten von jedem auch mit diesem Text voll respektiert und die konzernierten Akteure bleiben an die Autorisationsprozedur aktiv angebunden. Die Kommission consultative pour l'évaluation de la Videosurveillance, die am Kader vom Gesetz von 2021 geschaffen wurde, die fällt weg. Am Gegenzug soll die Kommission consultative des droits de l'homme, die schon gibt, ein Avis formulieren. Daneben geht an alle Prozeduren wie vom territorial zuständigen Parquet sowie vom Gemengerat von der zuständigen Gemeinde angeholt. Die 3 Avis müssen beim engem nur der Impactanalyse von der Polizei vorlegen, so dass die Autorisation daneben binnen 4-5 Monaten kann durchsehen. Die Erfahrung im Terrain am aktuellen Gesetz wird weiterhin der Kenntnis gebracht, dass die Durée legal von den Autorisationen ein Problem ist. Diesen neuen Text proposiert dem nur Durée von 3 auf 5 Jahre zu verlängern. Das heißt, die Validität von der Autorisation wird in Zukunft recht aufhängen, wenn die Kameras effektiv durchhängen an den Betrieb gehen und nicht schon auf dem Moment, wo der Minister die Autorisation ausgibt. Weil, kann ich vorstellen, das dauert ein bisschen von der Autorisation bis zur effektiven Betriebnahme von den Kameras und so geht daneben vermieden, dass wertvolle Zeit verloren geht. Für das Renouvellement von so einer Zone de Videosurveillance soll dieselbe Prozedur anwendbar bleiben, wie wenn in eine neue Autorisation auftritt. Der Minister Gloden hat zwar eine vereinfachte Prozedur vorgesehen, aber der Staatsrat hat eine Opposition formell formuliert. Die Heiche Körperschaft hat darauf hingewiesen, ich zitiere, l'exigence d'un réexamen régulier et indépendant vise précisément à éviter qu'une autorisation initiale ne serve de fondement à une surveillance prolongée de manière quasi permanente sans contrôle effectif. Das Recht auf Privatsphäre und Privatleben von allen Menschen, das durch internationale Konventionen wie auch durch als Verfassung geschützt ist, muss immer am Gegengewicht zum Ersatz von Visupol geholt gehen. Wie das Syndikat von den Gemengen Civic College schon lange gefordert wird, können in Zukunft Bürgermeister die Initiative ergreifen, auf für bestimmten Zonen auf ihrem Territoire, von denen sie mengen, dass du ein Risiko von möglichen Straftaten besteht, Risikoanalysen aufrufen. Police möchte dann die sogenannte Impaktanalyse, kann das weiteren alternativ Präventivmesure proposieren, falls sie der Meinung ist, dass Videosurveillance do nicht ein adäquate Moyen ist und dass sie mit den alternativen Moyen Kind die nötige Effizienz schaffen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind insgesamt neben den 2 Avien vom Staatsrat 8 Avien zum Text rausgekommen.
Der Staatsrat, die geht singen, wie zu bedenken, dass sie bei diesem Text ganz besonders sollt, Recht auf Privatleben und Privatsphäre sowie an den internationalen Konventionen an der Konstitution näher geschrieben als am Hammerkap behalten. Als engem ersten Avis vom 3. Juni 2025 formuliert der Staatsrat eine Opposition formell betreffend das Renouvellement von einer Zone de Videosurveillance. Ich werde darüber angehen und dazu haben wir dann eine Modifikation vom Gesetzesprojekt an der Kommission gemacht, sodass aus einem Avis komplementär die Heischkörperschaft das Opposition formell abheben. Darüber hinaus hat der Staatsrat ein paar Rekommendationen logistischer Natur gemacht und natürlich Strache, dass das Recht auf Privatleben immer im Fokus bleiben muss. Die Kommission konsultative des droits de l'homme weist das immer wieder darauf hin, dass sie bei der Videosurveillance immer garantieren soll, dass die Notwendigkeit und Proportionalität von den Mesuren sichergestellt sind. Die essentiellen Garantien am Zusammenhang mit den Menschenrechten müssen sichergestellt gehen und eine Banalisation von der Videosurveillance soll à tout prix evitiert gehen. Für Sänger wie in Zukunft können gehen, so wie der Text hat vorgesagt, Fried CCDH Access auf alle nötigen Informationen an mehr Ressourcen, dat finanzieller wie auch personeller Natur. CCDH aus der Meinung, dass die Lehen sowohl für die Police, für die Impaktanalyse, sowie aber auch für die verschiedenen Instanzen, die in der Wie sollen aufgehen, müsste verlängert gehen. Weiterhin gehen Präzisionen zum Initiativrecht von der Bürgermeisterin gefroht. Prozeduren für eine Verlängerung von der Autorisation dürfen auch nicht minder strikt gehen, für auch die gängige Rechte zu garantieren. Und darin setzt CCDH sich an für eine vertiefte Re-Evaluation von den Surveillance-Mesuren, nachdem die 5 Jahre von der Autorisation aufgelaufen sind. Der Civicol begrüßt immer wieder Projekte für allem natürlich die Initiativrecht für die Bürgermeisterin. So können Gemengen und Leute Terra mehr impliziert gehen, was ja schon wie gesagt eine eher Forderung von ihnen war. Das Gemengensyndikat für die Hölzing-Förderung, dass ein Avis vom Komitee de Prävention gefragt gehen und nicht ein Avis vom Gemengerat. Der Parquet aus dem Dickreger Arrondissement weist darauf hin, dass das Initiativrecht von der Bürgermeisterin eigentlich just ein Zirkulär vom Innenminister aus dem Jahr 2023 konfirmiert. Weiterhin wird begrüßt, dass die Kommission consultative pour l'évaluation de la Videosurveillance gestracht wird, weil diese Wolle schon von der CCDH aufgedeckt wird. Der Parquet General weist sich dann zufrieden mit dem Text auf just ein paar kleine Präzisionen. Der Parquet aus dem Verwaltungsbezirk Lützeburg werft Fragen ab par rapport zu der Rolle von der Bürgermeisterin und ob mit der Disposition nicht Konflikte bei der Trennung zwischen der nationalen und der lokalen Exekutiv entstehen könnten. Für zu verhindern, dass das Mesur lokalpolitisch gegen instrumentalisiert gehen, müssen den do klare Kader schaffen, laut dem Parquet. Weiterhin gegen sich mit der medischer systematischer Überwachung vom öffentlichen Raum frohen par rapport zum Recht auf Privatleben an dem Prinzip von der individueller Freiheit stellen. Die meisten also periodisch kontrolliert gehen, ob das Recht danach angehalten gehen. Für eine Autorisation zu erneuern sollen laut dem ursprünglichen Text vom Gesetzesprojekt den Direktor von der Police de Mont motivé aufgehen. An häufig friert der Parquet ganz klare Kriterien und auch die respektive wir müssen nach ein gefragt gehen. Bon, hier haben wir die vereinfachte Erneuerungsprozedur gestracht durch den Amendement parlamentär, sodass der Kritik Rechnung getragen wird vom finalen Text. Und dann auch die Kommission nationale pour la protection des données. Sie begrüßt generell den Text und noch den Droit d'initiative von der Bürgermeisterin, weist seine Rolle aber auch darauf hin, dass diese Mesure ein Angriff an Privatleben durchstellen und das Recht auf Protektion von privaten Données muss garantiert gehen. Dort begrüßen, dass in öffentlichen Parken mit dem Amendement von der Interieurskommission aus dem initialen Projekt nicht mehr eligibel sind für eine Prozedur d'exception. Auch CNPD fragt, was genau die Kriterien von der Demande motiviert für die Erneuerung von einer Autorisation sind. Weiterhin sollte in regelmäßigen Aufstand evaluieren, ob eine Videosurveillance nach notwendig und proportional zu einem möglichen Risiko ist. Den Depot von diesem Gesetzesprojekt hat den Innenminister Leo Gluden den 18. März 2025 gemacht. Am 27. März sind ich an der Kommission als Rapportrice genannt gehen. Die Kommission für Bundesliche Affären hat den Rapport aus einer Sitzung vom 22. Oktober angeholt. Und für weitere Details verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Damit gebe ich meinen Cap als Rapportrice vom Projet de Loi ausdoen und dann noch als Sprecherin von der CSV
etwas dazu sagen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, CSV setzt sich seit vielen Jahren konsequent für mehr Sicherheit und ein gestärktes Sicherheitsgefühl am öffentlichen Raum an. Mit diesem Gesetzestext, neben der Police Lokal, den wir für knapp 2 Wochen hier in diesem Haus gestimmt haben, gehen wir ein weiteres wichtiges Versprechen aus unserem Wahlprogramm an. Sicherheit für alle Bürger überall am Land. Das geschieht durch den konsequenten und gezielten Ausbau vom Einsatz von Videokameras, besonders auf den Plätzen, die als Hotspots bekannt sind. Da wurde unterstützen mit Police aktiv an ihrer Präventionsarbeit und drohen dazu bei, dass sich jeder sicher fühlen kann, egal ob am Dorf, an der Stadt oder am Quartier. Die Zahlen von den letzten Jahren schwätzen einen klaren Spruch. 2021 gouf 460 Mal op Abzeichnungen von den Kameras zurückgegriffen, für Poursuiten no Straftaten zu machen. Am Jahr 2024 waren es schon 638 Kehren. Hinter der Schaffung von Visupol am Jahr 2021 bis Ende 2024 gouf am Ganzen mehr wie 2000 Mal op Kameraabzeichnungen zurückgegriffen. Das weist, den Einsatz von Videokameras als Support für die Police um Terra als nicht Theorie, sie wirkt. Sie hilft bei der Abklärung, erschreckt auf. Der Koalitionsakkord hat vorgesehen, dass die Autorisationsprozedur für die Videosurveillance am öffentlichen Raum überschafft wird. Aber genau das machen wir mit diesem Gesetzesprojekt. Das ist zwar neben einem einzigen Artikel am Police-Gesetz, Artikel 43 bis, der geändert wird, aber gerade das kleine, präzise Änderung wird sicherlich eine große Wirkung haben und sehr konkrete Resultate bringen. Es sind überzeugt, Herr Innenminister wird uns gleich noch eine kurze Bilanz geben, wie viel Demont in der Haut schon gehen, für überhaupt so Kameras zu installieren. Ich will aber klar unterstreichen, es geht nicht darum, schon einfach überall Kameras aufzuhängen und einen Überwachungsstaat zu schaffen. Es geht um Verantwortung und Proportion. Kameras sollen da gesagt gehen, wo all andere müssen ausgeschöpft ist, und da, wie wir mit diesem Latein ansehen, wo die Bürger Recht auf Sicherheit haben. Das muss und wird am strikten Respekt von den Menschenrechten und am Anklang mit dem Datenschutz umgesetzt gehen. Sicherheit und Datenschutz, das sind kein Gegensatz. Sie sind 2 Seiten von derselben Medaille. Der Verantwortung für die Wohl und die Freiheit von den Menschen in unserem Land. Und mit diesem Schritt machen wir einen weiteren konkreten Fortschritt für eine Sicherheitspolitik mit Mut, mit Vernunft und mit Courage. Eine Politik, die die Leute schützt und die Zukunft vom Land sicher mischt. Und damit gehe ich einen Akkord von der CSV-Fraktion.